Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am. Aufpelzig. Ist schon geschehen. So, jetzt können wir uns hier in der Windsperrhügel frei bewegen. Und hier haben wir Hütte der Windspeers, da haben wir die Paladine getötet. Und sein Ruf ist ja eigentlich, ach so, weit wieder hergestellt. Ja, jetzt attackiert uns wieder so ein Wildhund. Mann. Armes Tierle, sorry. Goblins haben wir hier. Okay. Ja. Na gut, die scheinen ja wohl auch alle für Fürstschir dann 4 Krach zu arbeiten. Und wo hier die Ländereien sind, also wo wirklich fruchtbares Gebiet ist, wo es eventuell eine Burg oder so gibt, das wird hier nie gezeigt. Man hat immer nur die Windsperrhügel vor sich. Also das ist ja eher, sagen wir es mal, naja, eher ein wildes Gebiet, würde ich eigentlich sagen. Ich warte. So, gehen wir dort rum. Gute Idee, das mir zu übertragen. Also von der Zivilisation hier kriegt man gar nichts mit. Man kriegt nur mit, dass hier die Wildnis von den Windsperrhügel ist. Von daher, von einem adlichen Gebiet kriegen wir eigentlich gar nichts mit. Nur, das ist jetzt auch nochmal wichtig. Von euch. Willhasser, Außenseiter, ihr kennt keiner von meinen hübschen Männern. Ihr seid keiner von meinen hübschen Männern. Warum seid ihr hier? Sorry für die Störung. Aber ich bringe ein paar Eicheln von eurer Dryade-Schwester. Seit vielen Jahren werden sie von einem bösen Magier gefangen, Kalter. Ich habe auf euch gewartet. Die Bären von Ulene, Kania und Elym müssen wieder eingepflanzt werden, damit sie ihre Freiheit wieder erlangen. Gib mir die Eicheln, mein Bruder. So. Die Bäume sprechen von eurer Anwesenheit. Und da sind sie wieder. Dort werden wir die Eicheln wegkriegt, aber 32.500 Erfahrungspunkte und die Gruppe kriegt. Schwestern, wir hätten uns nur noch gesehen, euch wieder zu sehen, ihr Lieber. Meine Königin Abdel Adrian hat uns gerettet. Kind unser Bäm gerettet wäre, hat Irenicus uns verflucht. Nee, kleine Schwester, ihr seid nicht verflucht. Komm, Lena, seht euer Schwestern Samen, auf dass sie der Hauch vom Wind wieder kosten mögen. 9.750 Erfahrungspunkte gibt es wieder. Ihr drei, folgt Lena und sie wird euch zurück in die Sicherheit vom Wald bringen. Gehabt euch wohl und wisst, dass ich euch für immer beschützen werde. Ich danke euch, meine Königin. Danke, Abdel Adrian. Der Wald hieß euch willkommen. Das Böse war dem Ort nah und ich bete darum, dass ihr sichere Reise habt. Lebt wohl. Gut. Jetzt haben wir die Dryade auch nochmal gerettet, was wir aus dem ersten Kapitel im Irenicus Dungeon noch übrig gehabt haben. Dann ist die Altlast auch weg und es hat ordentlich Erfahrungspunkte gegeben. Ja, ein paar Kreisschlinger. Okay. Das kriegen wir relativ fix gebacken, würde ich sagen. Das sind ja wirklich so Popelviecher. Die treffen uns wahrscheinlich nicht mal mehr. So. Ah, das hat jetzt genau die paar Goldmünze auf 109.500 Goldmünze erhoben. Warum nicht? Gut, identifizieren. Leider kannst du der nicht verwenden. Du dämlicher Beschwörer. Da hat man schon einen Magier dabei und da kann er nicht nur identifizieren wirken. Das ist schon etwas ätzend. So. Und da. Und da. Einmal die große Ehre-Runde gedreht. Fort am Pilzbestand. So, da haben wir das nämlich. Ach, das ist dann der Feenhain. Das haben wir auf jeden Fall auch gekriegt. Das ist schon mal ganz gut. Also da hat sich die Reise zu der Windsperrhügel alle schon nur deswegen gelohnt. So, da rennen wir auch noch ein bisschen entlang. Immer weiter gucken. Immer weiter erforschen. So, da und da. Da haben wir noch was. Oh, da haben wir noch eine Gruppe von Orks. Hallo Orkies. So. Vorgang. Bitte die orkische Bogenschütze noch erlegen. Und Abdel Adrian guckt sich um, was er hin. Das ist nicht so besonders viel. Gutes Zeug. Aber Geld haben sie wenigstens dabei. Die haben mehr Geld bei sich gehabt als die Leibwächter von der Familie Luraxol. Also das ist schon etwas peinlich. Zumindest die Bogenschütze werden gut bezahlt und ein Krieger. Das scheint wohl denn hier ein Overgoscher gewesen zu sein.
Und äußerst kryptische Geräusche in der Ferne. Das ist auch nicht so besonders gut. Aber schauen wir mal, was da kommt. Sagt mir, was zu tun ist. So. Ich kümmere mich drum. Ja, die Geräusche sind auf jeden Fall nicht so besonders schön. Das kann ich mal getrost so unterschreiben. Scheint, als ob genug Korkan, für du? alle da ist. Hey, vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Oh, ein Ankek. Sehr schön. Ein Ankek. Das ist eine relativ schwache Bestie. In Baldur's Gate Ends waren die noch relativ stark. Aber das Schöne ist, das sind Gnoller. Da oben zu hören. Ankek-Panzer. Der Ankek ist ein in der Erde lebendes insektenähnliches Wesen von 3 bis 6 Metern Länge. Es ist hauptsächlich in Wäldern oder guten Ackerböden zu finden. Ankeks haben einen Panzer aus einer Substanz, die Chitin genannt wird. Chitin ist äußerst hart und dabei doch sehr leicht. Größe, Gewicht und Härte des Panzers machen diesen zu einem vielgesuchten Material. Es könnten daraus zum Beispiel Rüstungen gefertigt werden. So, das Ding packen wir aber zu Korkan. Oh, das wiegt 100 Pfund, das Teil. Ja, doch lieber zu Edwin, der hat ja der Hügelriesenstärkegürtel. Stirb! Abschaum! Wir kämpfen Menschen gegen Gnoller. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Zuschauer verdient hätten. Die Kreaturen zu erledigen war nicht besonders schwierig. Vielleicht so, aber wir sind doch grandios im Kampf, oder? Ach, mit einer zart und haarlose Häute. Haarlos schon, aber zart? Vielleicht solltet ihr für euch selbst sprechen. Gemacht, kämpfen nicht gegen euresgleiche. Wir haben genug gegen das wir kämpfen können, ohne dass wir uns übereinander hermachen. In der Tat, ich stimme euch nur zu gern zu. Würdet ihr, alles was ihr sagt, sollte für euch vollkommen akzeptabel sein. Wir alle wissen, wozu ihr steht. Nur weil ihr verbittert seid, dass ihr zu schwach zum Führer seid, frucht ihr jeden, der Gehorsam folgt. Ich hab gesagt, Herrn auf zu streiten, habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Genau, schlechter Auftritt war grob. Sind wir betrübt über unser Aussehen, obwohl es nicht beständiger ist als der Wechsel zwischen Tag und Nacht? Und schon wieder die philosophische Frage, könnt ihr euch nicht mit der Jagd zufrieden geben? Müsst ihr uns alle analysieren? Lust das verdammte Gequatsche, man kommt ja gar nicht mit zu Wort hier. Ja, das war grob. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt noch mein Geschmack ist. Seit wann seid ihr so mäkelig? Er war schon immer so, will nicht mal Jahre, wenn er einen schlechten Feldtag hat. Er weigert sich zu jagen, das hat er ja nicht zu entscheiden. Er soll sich im Wille von der Gruppe fügen. Wie ein nettes kleines Hündchen, hm? Er geht mir wirklich auf den Keks. Eigentlich ja. Jetzt muss ich tatsächlich was töten. Und zack, es sind Werwölfe. Die machen wir jetzt auch noch schnell alle. Also hier ist ziemlich viel unterwegs, wie man so sieht. Zuerst haben sie die Knolle erlegt in menschlicher Gestalt. Und jetzt wollten sie uns attackieren. Das ist nur nicht so gut für die Jungs ausgegangen. Mein Bruder Oh, die wieder. war der Grund, warum ich meinen Treueschwur gegenüber der Spinnenkönigin endgültig brach. Seine Taten, ich meine, er bewahrte mich vor der Opferung. Okay, zu so einem Zeitpunkt ist natürlich auch mal wieder lustig. Gerade Werwölfe abgeschlachtet und dann das, aber besser als bei der letzten Gelegenheit mit Rejik. Ach naja. Ich dachte, ihr hätten euren Glaube verloren, als ihr euch geweigert habt, das Baby zu opfern. Ich habe begonnen, Lolthskier noch Macht und absoluten Gehorsam im vorzustellen, als ich das Kind opfern sollte. Aber ich hatte so bis zu jedem Augenblick, als Valas mein Leben gerettet hat, und nicht aus meinem Herzen ausgeschlossen. Warum hat die Tat von eurem Bruder euch dazu gebracht? Valas hat seine Magie eingesetzt, um mich zu befreien, als meine Mama ihn voller Zorn hindern wollte. Unser Haus in den Untergang zu stürzen, hat er so umgebracht. Es war die ultimative Tat der Verweigerung, die ein männlicher Drow begehen konnte, und Lolth hat ihm, was man mit allen Männern angetan hat, die sich ihr widersetzen. Sie hatten ihn drinnen verwandelt, ein Wesen halb Drow und halb Spinne, nur noch beherrscht von Bösartigkeit und niederste Instinkte. Valas wurde ausgelöscht und an seiner Stelle trat das
Monströse Wesen. Ich hab Lolth dafür verflucht, was sie im Arge da hat. Ich hab der dunkle Königin mit jeder Faser von meinem Wesen abgeschworen. Sie war nicht gerade erfreut. Sie hat mich aufgegeben und mir alle Macht genommen. Ich hab keinen Bruder mehr gehabt und meine Fähigkeit als Priesterin verloren. Und das Haus der Wir war, soweit ich gewusst hab, gerade bei zu fallen. Ich war dazu gezwungen, aus dem Unerreich zu fliehen. Ich musste rasch zur Oberfläche kommen, bevor mich die anderen Drow aufhalten konnten. Ich habe gegreint und den ganzen Weg über geflucht. Es muss eine schwierige Reise gewesen sein. Ja, das war's. Noch nie zuvor war ich so von Angst und Schrecken erfüllt. Meine Furcht hatte Ende gefunden, als ich vor der Aare von der armutigen Nachtsängerin Gnade gefunden hab. Komm, Abdel Adrian, die Stroß ruft. Alle hopp. Wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Dann flattern wir jetzt mal kurz die Gnoller. Gucken, was die noch so bei sich hin. Ja, ein paar popliche Münze und so ein gammliche Edelstähl, Halbedelstähl. Na gut. Mehr ist wohl hier nicht mit drin. Dann könnte man da entlang noch. Macht's kurz. Ich hab schon wegen weniger getötet. Das glaube ich dir sogar. Okay, da ist nichts von Interesse. Da weiter runter könnte man auch noch gehen, wenn möglich. Sehr schön. Dann finden wir hier original nix. Okay, nur noch das Dach von Windspeers Haus. Und seine komische Waldhütte, die er uns so eingeladen hat. Okay, es ist immer besser mit so Erkundungsaufgabe mit jemandem zu machen, der Hast drauf hat als Zauber. So. Da. Dann könnten wir noch hier entlang, ja. Das ist, glaube ich, noch sinnvollster. Oh, Moment. Das ist halt immer praktisch, wenn der vorrennt und die anderen sind erst nur mal so Stufe hinter, dass man dann locker wieder beisammen ist. Was wollt ihr? Ja, das klingt okay. So, Korgan flattern nochmal die Leiche. Nö, nichts Interessantes dabei. Euren Befehl. Im Moment. Okay, da auch nichts. Ja, ich hoffe, das bringt was. Dann müssen wir aber weiter in die Richtung gehen. So. Da waren die Werwölfe. Und später schlitze ich euch den Bauch auf. Sagt mir was, ich kümmere mich. Ach ja, der hat einen köstlichen Humor, der Korgan. Dann ist hier nichts weiteres von Interesse für uns. Da sind alte Mauerstrukturen. Das sollten wir uns doch vielleicht mal angucken. So, genau. Mehr haben wir jetzt auch nicht mehr. Das war eigentlich die ganze Karte jetzt aufgedeckt. Und das wirklich Interessante kommt dann hier. So. Perfekt. Dann hätten wir nämlich soweit alles. Und das ist das, wo uns Vierkrag eingeladen hat, wo wir hier gehen sollten. Eventuell könnt ihr ahnen, was es hier gibt, wenn ihr hier das so seht. Ja, vielleicht könnt ihr es erahnen, ja, so ganz schwach, was das hier ist. Ach ja, ihr wisst hundertprozentig, was es ist. So. Häuptling Grabgrub. Ihr Frühsei. Truppe brauchen, tritt in den Hintern, um fertig zu werden. Hab 4 Grad gewarnt, aber ihm wohl egal sei. Ach, die wieder mit ihrer Hesse und Kölner. Keine Gnade, den. Ich stehe euch zu Konia, Dienst. Mamo bitte Edwins Gift weg. So. Corgi of Den. Ja, vorsichtig. Ach, die wieder mit ihrem Hessen und Kölner. Ja, von wegen Gnade, Walderlosse und so, ne? Du hast deine Gnade. So. Jetzt wollen wir erstmal Magie bannen. Und dann würde ich dich darum bitten, Edwins Wunde zu heilen. Und ich lasse mit dem Charakter keine Gnade walten. Definitiv nicht. So, so und so.
So. Den haben wir schon geflattert. Da ist noch was. Jawohl. Und hier ist noch was. Zack, perfekt. Gut, das kann dann fort. Das kann zu Edwin. Das ebenfalls. Den geben wir auch an Edwin weiter. Weil Edwin braucht auch noch Heilung. Zack und zack. Und was So. darf es jetzt sein? Und schon hier dann Heiltrank 3 Petzer. Ja, Und wir wenn andere es gehen denn mal sein muss. weiter rein hier in den Lader. Vorwärts, Marsch! Verschont keiner! Ich verstehe es immer noch bis heute nicht, was der da sagt. Oder was die da sagen, diese Hobgoblins. Okay, schlachtet man den hier ab. Verschont keiner! Vorwärts, Marsch! Eieieiei. Meine Fresse. Also mit den Hobgoblins oder mit Oger und andere humanoide Kreaturen, das ist immer ein Gekrisch mit einer Gegner. Meine Fresse. So, da haben wir noch was. Also diese Gegnerstimme, die sind in einer Lautstärke, das ist echt unter aller Kanone, wirklich. Gut, da können wir, ja, das können wir eigentlich theoretisch auch wieder an Edwin geben. Bei so wenig Trefferpunkte wie er hat, nützt das Zeug wenigstens noch was. So. Einen Moment mal kurz. Do bin ich wieder. Sorry. Ich habe gerade eben die Uhrzeit nicht richtig im Kopf gehabt und habe gedacht, es wäre jetzt eventuell schon Dotra die Episode zu beenden, aber dabei bin ich erst in der Hälfte. Das ist relativ gut. Das ist wirklich noch recht gut für uns. Okay. Sag mir, was zu tun ist. Vorschlag zur Güte. Hier wird gespeichert, weil hier kommt etwas auf uns Scharf führt zu. meine Hand. Wofür ich ganz gern auf Corgi das hier liegen würde. So, Corgi, schlachte ab, was möglich ist. Wollen wir uns mal eine... Und dann verfluchte vampirische Nebel. So. Der ist nach dem Tode nah. Weil diese Viecher können Lebenskraftentzug wirken. Und so. Ich mag das ungern doof unserer Gruppe, aber deswegen habe ich ihn jetzt vorgeschickt. Damit... Oh, scheiße. Dann muss ich eine neue Tracht abholen. Anomen wirkt doch nochmal auf ihn. Gott, sehr schön. Als Truff. Ich warte. Und ihr... Ja, das hätte nämlich jetzt eben eine Stufe abgezwackt. Oh Mann, das Blöde ist, dass diese Biester sich halt hier unsichtbar machen können. So. Aber Korkan ist ja unser Prügelknabe hier in dem Fall. Der steckt den ganzen Schade-Ei. Ich mag halt nur nicht, dass der von Lebenskraftentzug erwischt wird. Wobei das bei Korkan als Krieger noch am wenigsten schlimm wäre. Ich finde es halt immer nur ätzend, wenn uns effektiv Zauber verloren gehen durch die Magier, Was gibt's? beziehungsweise die Kleriker. Der blöde Zwerg macht das schon. So, da müsste noch was sein, oder? Nee, okay, tatsächlich nicht. Ah ja, da war das und ich habe gedacht, da wäre noch irgendein Gegner. Okay, dann bringen wir das mal wieder zurück zur Gruppe. Ja? Und wir stellen uns so jetzt Sag erstmal mir, was zu auf. tun ist. Dann, was hat dann Korgan? Das ist Zeug für Abdel Adrian und das kann er eventuell auch schon identifizieren. Schutzamulett minus plus 1, das gibt minus 1 auf die Rüstungsklasse. Okay, der Behälter ist voll. Korgan hat schon ein schönes Amulett. Er ebenfalls. Vikonia. Ach, Edwin kann nur desto. Gerade mal gucken. Nee, das geht eh nicht. Na gut, dann müssen wir das auch in den Beutel. Das passt schon. Der Sieg wird unser sein, ihr wisst das. Einmal Massenheilung bitte. So. Jetzt nochmal reingucken, was die Orks so bei sich haben. Ja, die Orks haben leider nur Müll bei sich. Was irgendwie zu erwarten war. So, so. Und so, so. Okay.
Der Trank geht an Vikonia, der Schampel geht Dorai. Passt schon. Okay. Scheint, als ob genug für alle da ist. Weiterer Vorschlag zur Güte. Wir brauchen jetzt jemand mit Fernkampfwaffe, der relativ gut ist. Abdel Adrian. Ja, das sind jetzt diese Mistviecher. Kamikaze-Kobold. Geht, mein Diener. Erfüllt eure Bestimmungen und vernichten die Eindringlinge. Sogar der Meister wird von deren Mutation beeindruckt sein. Geht. Das sind jetzt diese Phantompfeile, die wir schießen. Die sind optisch an die Eispfeile angelehnt. Ja, und die explodieren, wenn man drauf schießt. Ruckwandler. Nixto, Ruckwandler. Hier gebe ich eigentlich erstmal wieder die göttliche Rage. Mit Untote kriegen wir es hier noch früh genug zu tun. So, truffende Wetter. Nixto Incartus. Schnell mal den Zauber unterbrochen, sonst hätte der Mistkerl jetzt nämlich ein Sonnenfeuer gestartet. Oder eine Todeswolke. Das sind ja Rakshasa. Das waren Rakshasa. Und die starten diese Attacke immer als erstes. Die machen entweder immer eine tödliche Nebel, beziehungsweise eine tödliche Wolke, oder sie machen ein Sonnenfeuer. Das müsste ein Feuerresistenzring sein, genau. Feuerschutzring. Batalistas Ausweis. Der große Magier Batalista hatte diesen Gegenstand eigentlich als Hilfsmittel bei seinen Reisen in der Feuerebene vorgesehen, und es ist überliefert, dass er öfter einen Salamander aus diesem Reich herbeirief, der ihm bei der Erschaffung des Rings helfen sollte. Da Salamander nicht gerade für ihre Geduld berühmt sind, hätte er seinen Ratgeber vielleicht nicht ganz so oft behelligen sollen. Der Finger mit dem fertigen Ring blieb bei dem Inferno, das seinen Turm zerstörte, tatsächlich unversehrt. Batalista wäre es aber sicher besser gegangen, wenn der Finger noch zu seiner Hand gehört hätte. Magische Resistenz gegen Feuer plus 40%. Sehr schön. Das kriegt Vikonia hat eh schon Feuerresistenz. Moment. Wo haben wir sie dann? Resistenzen sind nach irgendwo aufgelistet. Genau, gegen Feuer hat sie eh schon 20. Das heißt, sie kriegt jetzt insgesamt 60 Resistenz gegen Feuer. Das ist schon nicht schlecht. Wobei Anomen kann es vielleicht eher gebrauchen, weil er im Nahkampf besser zu gebrauchen ist. Dann machen wir das mal auf Anomen. Er hat dann insgesamt eine 90%ige Feuerresistenz. Das ist gut. Das ist echt gut. Ihr müsst... Ja, was ich alles muss. Zum Beispiel die Gruppe sammeln. So. Passend schon mal hier in Pause versetzt. Ich hoffe, das bringt was. Ich schicke meinen Abdel Adrian dorthin, weil... Na los, komm schon, Finz. Ah ja, sehr schön. Hier sind Geheimtüre und die können wir jetzt öffnen. Und hier ebenfalls. So, jetzt können die hier schlachten, worauf sie Bock haben. Und ihr beide tötet die Orks, bitte. Also wir sehen schon unseren Gegner, mit dem wir es hier zu tun haben, unseren Vierkrag, der taktiert schon ganz schön übel. Und der Bursche hat hier die Orks aufgestellt, damit sie uns von oben erschießen können. Nichtsdestotrotz konnten wir die Geheimtüre knacken und dann auf die Orks selber losgehen. So. Ich warte. Und... Sehr schön, die sind alle hinüber. Die Orks haben nix. Also der hat zumindest nichts gehabt. Ach, nur Müll. Müll. Und Müll. Okay. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Müll, Müll, Müll. Okay, hier können wir jetzt auch keinen Angriff starten. Ist schon geschehen. Aber wir können uns die Dermol angucken. Ja? Sagt mir, was zu tun ist. Ich bin dabei. Und wer hätte es gedacht, sie war verschlossen. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Scheint, als ob genug für alle da ist. Ich werde unbedingt. Gute Idee, das mir zu übertragen. Vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Ups. Das war etwas heftig. Jetzt steht doch wieder ein Golem vor der Tür. Das heißt, unser Korgan braucht auf jeden Fall Ründstar plus 4, damit er den ekligen Eisengolem fertig kriegt. Auf euren Befehl hin werde ich... Und Anomen sollte vielleicht an einem Korgan heilen.
Was gibt's? Zeig die Richtung mit dem So. Ich hab schon wegen weniger getötet. Okay, die kommen hier nicht vorbei, die Golems. Wissend, dass das Böse ist. Korgan kommt zu Anetra. Okay. Warten mal, bis diese Stinkewolke weg ist. Und jetzt entsprechend die Entfernungssucher. So. So kommen wir nämlich dran. Perfekt. Puh, da stehen die Golems mal wieder Schlange dann. Aber das passiert halt, wenn man auf hohem Level hier reingeht, weil dann sind auch die Gegnergruppe natürlich wesentlich schwieriger, die das Spiel hier uns entgegenwerfen kann. So. Trotzdem macht Korgan wenigstens richtig schade und nicht nur so 2-3. Der Golem ist gleich tot. So, das war's mit dem Golem. Ja, Und jetzt allesamt auf den hier. Edwin, du bleibst hinter. Oh Mann, der muss ordentlich jetzt einstecken gerade. Und auf den Lehmgolem. Okay, also gegen Golems ist nach wie vor kein Spaß. Das klingt okay. Du hängt jetzt keiner mehr rum. Alles klar. höre euch bestens. Alter Falter. Erstmal eine Heilung auf Korgan wirke. Gewittertuner-Keidel noch einmal. So, jetzt kriegt er erstmal seinen Stab wieder zurück. Der alte Sprücheklopfer. Und dann Ich warte. können wir uns Ich hier hoffe, nochmal das bringt aufreihen. Oh, Edwin hat's verlangsamt, merke ich. Und dann tät ich aber Sache, dass ich an der Stelle jetzt hier meinen Cut mache, ihr liebe Leute. Weil die Windsperrhügel und der Vierkrag-Dungeon ist doch ziemlich heftig. Und ihr habt jetzt mal so einen Vorgeschmack gekriegt, was uns hier erwarten könnte. Es wird in der nächsten Episode dann definitiv noch übler, wenn wir so richtig in die Eingeweide von dem Dungeon vordringen. Also machen's gut und bis morgen dann wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm Pelzig. Ayan Yankee.